Genau, insofern wünsche ich mir eine friedliche Veranstaltung, in der wir wieder mal zeigen können, dass wir für Frieden stehen und für Vielfalt und für ein buntes und freies Leben. Ich bedanke mich bei euch. Weil es anscheinend noch nicht ganz klar war, also man muss einen Mundschutz tragen, außer man hält eine Rede, dann darf man den abnehmen. Hallo, hört man mich? Hallo ihr Tollen, total schön, dass wir alle wieder hier sind, dass wir nicht weniger werden, dass wir friedlich sind und dass wir bunt sind und dass wir menschenfreundlich sind. Wir haben auch tolles Wetter und ich bin ein bisschen aufgeregt, aber fange jetzt mal mit dem ersten Redebeitrag an. Ich möchte mit einem kleinen biografischen Bekenntnis beginnen. Ich war Soldat, ich war Fallschirmjäger. Wir haben uns als die sehr krassen gefühlt. Wir waren die Speerspitze des Heers, so haben wir uns gesehen. Und nach Jahren habe ich dann, nachdem es immer seltsamer wurde, den Kriegsdienst verweigert und bin aus der Armee ausgeschieden, weil ich festgestellt habe, dass das, was wir für eine der grundlegenden Voraussetzungen für den Dienst in unserer Parlamentsarmee gehalten haben, namentlich das Bewusstsein für die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Staatsbürger in Uniform einzutreten, nicht gegeben ist und stattdessen ganz komische obrigkeitsführende Gehorsamsstrukturen, die sich eher irgendeiner Regierung als der Verfassung verpflichtet fühlen, vorherrschend sind und dass wir illegale völkerrechtswidrige Angriffskriege führen gegen Menschen in irgendwelchen anderen Teilen der Welt, die wir nicht kennen und die uns nichts getan haben und bei denen die Gewalt mittlerweile endemisch ist, die Länder in Schutt und Asche liegen. Daraus hat sich dann so ein bisschen die Einsicht ergeben, obwohl wir jung waren und Bock hatten auf einen spektakulären Kampf für das Gute gegen die Bösen, dass viel fundamentalere Voraussetzungen nicht erfüllt sind, die einen ganz anderen Kampf erforderlich machen, nämlich einen friedlichen, inhaltlichen, diskursiven mit Worten, um die Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, einer friedlichen, bürgerlichen Gesellschaft. Und das ist nicht ganz so spektakulär, aber umso wichtiger, denke ich. Ich habe, weil heute parallel noch andere Veranstaltungen in Berlin stattfinden, 2 Forderungen, von denen ich nicht weiß, ob sie alle unterstützen, aber so ist es ja immer bei uns, wer sie unterstützt, kann ja einfach laut klatschen. In Berlin ist heute auch die Veranstaltung Rammstein schließen und den fordere ich mich an, schließt die Airbase Rammstein. Schließt die Airbase Rammstein. Wir sind ein friedliches Volk, ein friedliches Land, eine friedliche Gesellschaft und wir wollen nicht Teil von illegalen, völkerrechtswidrigen Angriffskriegen sein, von gezielten Drohnenmorden mit tausenden Kollateralschäden. Das hat mit uns nichts zu tun. Schließt die Airbase Rammstein. An sowas wollen wir noch nicht mal passiv beteiligt sein. Das wird seit Jahren gefordert. Unsere Regierung soll es jetzt endlich stark machen, wenn sie uns repräsentiert. Die zweite Forderung ist Freiheit für Julian Assange. Dissidenten und Whistleblower. Julian Assange sitzt immer noch nach Monaten in dem britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh für Terroristen. Und der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, versucht verzweifelt seit Monaten eine Plattform zu finden dafür, dass Julian Assange in diesem Gefängnis zu Tode gefoltert wird. Julian Assange
hat mit seiner publizistischen, journalistischen Arbeit demaskiert und öffentlich gemacht, was sich hinter den Fassaden unserer kapitalistischen Elitendemokratie abspielt, mit faktischen Leaks, von denen kein einziges sich als Fake herausgestellt hat, und dafür wird ein Exemplarlin statuiert, das schlimmstenfalls tödlich ausgeht. Ich fordere Freiheit für Julian Assange. Also wer sind wir? Ich würde sagen, wir sind Menschen, Bürger, die ein Problem haben mit allen Verhältnissen, in denen der Mensch ein geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen ist, mit der Misshandlung unserer Mitkreaturen und der Zerstörung unserer ökonomischen Lebensgrundlage, unserer Mutter Erde, durch dieselben Verhältnisse. Wir sind solidarisch mit allen beherrschten, unfreien Brüdern und Schwestern in der Welt, den Proletarisierten, den Verhungernden, alle 10 Sekunden, ein Kind unter 5 Jahren ohne objektiven Mangel, den 20 Millionen Vertriebenen weltweit, die Opfer dieser Verhältnisse ebenso sind und Opfer gestörter Macht- und Geostrategien. Wir sind solidarisch mit den Arbeitsmigranten der ganzen Welt, die auch bei uns aus unserem europäischen unbezahlten Ausland ausnutzen und ausbeuten zu Dumpinglöhnen, damit sie beschissenste Arbeit bei uns machen, statt dafür zu sorgen, dass jeder überall, wo er ist, würdige und gute Arbeit findet. Wir sind solidarisch mit den Griechen. Da schäme ich mich mittlerweile, für Griechenland Deutscher zu sein. Wir haben Griechenland mit einer neoliberalen europäischen Austeritätspolitik auf den Stand eines Entwicklungslands zurückgebombt, in dem sich mittlerweile Frauen für Lebensmittel prostituieren und ihre Kinder auf den Treppen vor Krankenhäusern kriegen. Dafür schäme ich mich, Deutscher zu sein. Wir sind solidarisch mit Italien, das ja die angebliche Corona-Krise am schlimmsten von allen Ländern getroffen hat. Dabei hat sie etwas ganz anderes ganz schlimm getroffen, nämlich europäische neoliberale Austeritätspolitik, die die Ursache dafür ist, dass sie nur noch 1/6 der Intensivkapazitäten haben, obwohl sie ursprünglich von demselben Ausgangsniveau gekommen sind wie wir. Und es ist schon sehr tragisch für diese neoliberale Europäische Union. Es ist an Perversität eigentlich nicht zu überbieten, dass wir nach dem Schaden, den wir schon angerichtet haben und der den Italienern jetzt so schwer zu schaffen macht, diese Krise ihres Gesundheitssystems ausnutzen, um sie über die Europäische Union zu erpressen, jetzt endlich die neoliberalen Strukturanpassungsreformen umzusetzen, die sie seit Jahren partout nicht wollen, unter Verachtung jeder nationaler demokratischer Souveränität Italiens. Dafür schäme ich mich auch, Deutscher zu sein. Solidarität mit Italien. Wir sind für Redemokratisierung, Vollendung der Aufklärung und Emanzipation des Menschen durch eine neue Debattenkultur, die durch einen mitmenschlichen Umgang geprägt ist, aus Achtung, Respekt und Würde vor Menschen und der Natur. Und wir gehen aus von einer universellen Gleichwertigkeit aller Menschen. Die Geschichte mit Macht ist alt, es ist immer dieselbe. Die Reaktion hat zugeschlagen, finde ich. Die Konservierung von nicht demokratisch legitimierter Macht ist aggressiver denn je. Das erleben wir besonders an den geschlossenen, konzertierten Aktionen, mit denen gegen uns vorgegangen wird. Und die Restauration von Macht, die bereits demokratisch eingehegt war, ist weit fortgeschritten und wird aggressiv weiter vorangetrieben. Wir möchten das nicht. Wir haben ein Problem mit einer Akkumulation von Geld und Macht in den Händen so weniger Personen und Institutionen in entpersonalisierten, anonymisierten, verantwortungslosen Strukturen, die ihre eigene Dynamik und Sachzwänge entwickeln. Bei gleichzeitiger Marktintegration nahezu aller Lebensbereiche, Bildung, Wissenschaft, Medien, Politik und so weiter, in diese Strukturen und infolge der aggressiven Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung eben dieser Märkte in den letzten 30 Jahren, führt das zu einer nie dagewesenen globalen Herrschaft der Besitzenden und Vermögenden, die diese Strukturen bedienen können und sich in sie einkaufen können, über die dies nicht können.
sind auch wir, glaube ich. Also ich bin nicht bei BlackRock. Naomi Klein und Noam Chomsky kommen zu dem Ergebnis in ihrer Forschung, dass wir vor einer Wahl stehen, Kapitalismus oder Demokratie. Der verdiente Aufklärer Rainer Mausfeld nennt es die Verrechtlichung der organisierten Kriminalität der besitzenden Klasse. Und John Ziegler, der ehemalige UN-Sonderberichterstatter und Schweizer Botschafter, nennt es die Herrschaft der neoliberalen Wahnideologie, die weit mehr ist als eine ökonomische Lehre, sondern eine perverse, menschenverachtende Ideologie, mit der ein Menschenbild und Gesellschaftsbild einhergeht, das ekelhaft ist. Wir sind nicht gegen Menschen, wir sind nicht unterkomplex, wir glauben nicht, dass die Wirtschaft homogen ist, wir suchen keine Feindbilder in Person. We hate the game, not the player. Wenn IWF, G8, G20, Davos oder einzelne Superreiche, seien die Motive auch noch so edel, Entscheidungen über die Einrichtung der Welt für 7 Milliarden Menschen treffen, dann sind das Machtexzesse. Machtexzesse, die Michael Hartmann in seinem Buch Die Abgehobenen, wie Eliten unsere Demokratie gefährden, die tolle Journalistin Katrin Hartmann in ihrem Buch Wir müssen leider draußen bleiben und Professor Auernheimer in seinem Buch Wie Flüchtlinge gemacht werden beschreiben. Sarah Wagenknecht hat sich jetzt in ihrer gewohnten, nüchternen, analytischen, trockenen Art in ihrem neuesten Video zu dem Thema zu Wort gemeldet und stellt fest, es ist ein Bündnis zwischen korruptem Geschäft und korrupter Politik. Das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Einflussnahmen. Dann will ich die Gelegenheit auch noch nutzen, um hier öffentlich gegen den Mundschutz, mit dem wir jetzt doch sprechen müssen und ohnehin im Alltag spätestens beim Einkaufen unterwegs sein müssen, zu protestieren. Mit Mundschützen haben wir früher Orts- und Häuserkampf gemacht. Das hat in einer zivilen, bürgerlichen Gesellschaft nichts zu tun. Wir wollen uns ins Gesicht gucken können, wir stehen vor unseren Aussagen. Wir haben auch von früher her viele Bekannte bei der Polizei, auch bei Spezialeinsatzkommandos, die kennen Identitätsschutz, Vermummung und Masken auch aus anderen Zusammenhängen. Die finden das auch gruselig. Das sollte man bedenklich finden. Wir wollen das nicht. Der zivilisatorische Fortschritt, die Möglichkeit und die Einsicht zur Verhinderung von Machtexzessen heißt Demokratie. Aber was passiert hier gerade bei uns? Wir erleben eine Zensur. Das erlebt natürlich nur, wer die entsprechenden Sachen, wer an den entsprechenden sich entsprechend informiert, wo die zuschlägt. Da wo im Spiegel wird natürlich nicht zensiert. Wir erleben eine Zensur, wie wir sie sonst nur aus Regimen kennen. Es werden Videos gelöscht ohne Angabe von Gründen, ohne inhaltliche Fehler, ohne in irgendeiner Weise Beiträge zu verfassen. Es werden Webseiten, die der Obrigkeit nicht liebsam sind, mit Bot-Angriffen von wem auch immer lahmgelegt. Es finden Anschläge von Mobs statt auf Menschen, die danach im Koma liegen. Vollkommen egal, was für Menschen. Gegen die kann man inhaltlich sachlich sein, das sind wir auch. Aber wenn Menschen ins Koma geprügelt werden, dann ist definitiv eine Grenze überschritten. Es werden Konten gesperrt auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in Berlin von der Wochenzeitung mit der größten Auflage im Moment, dem Demokratischen Widerstand. Es finden
Brand- oder Bombenanschläge statt auf Veranstalter in Stuttgart, die Veranstaltungen machen, an denen scheinbar irgendjemand kein Interesse hat und die gerne unterdrücken möchte. So wird da vorgegangen, so weit ist es mittlerweile. Es werden kollektiv mittlerweile bis zu 30% der Bevölkerung nach Schätzung, weil sie anderer Meinung sind und einen demokratischen, diversen, friedlichen politischen Veränderungswillen zum Ausdruck bringen, durch Diffamierung, Stigmatisierung, Pathologisierung und sogar Kriminalisierung vollständig vom demokratischen Prozess ausgeschlossen. Ihnen wird einfach unterstellt, sie seien verwirrt, psychiatrische Fälle, gefährlich und damit sind sie eine Meinung, die man unterdrücken muss. Jeder einzelne Bürger in einer Demokratie trägt eine immense Verantwortung in der Gestalt, dass er mit sanktioniert oder motiviert, was möglich ist und was geschehen kann und was nicht. In dem Sinn verstehe ich Hannah Arendts Aussage, Buchtitel, kein Mensch hat das Recht, einfach zu gehorchen. Für eine Demokratie scheint mir das allemal zu gelten. Demokratische Prinzipien, die eine Demokratie überhaupt erst zu einer machen, denn das ist ja keine Frage des Labels oder der Selbstzuschreibung, sondern das hängt ganz konkret inhaltlich, sachlich davon ab, ob tatsächlich alle Macht von einem national souveränen Verfassungsvolk ausgeht, Artikel 20 Grundgesetz, dass sich eine Regierung ernennt, dass sie nur repräsentieren darf, aber alle Macht immer beim Volk bleibt, oder ob sich eben Macht, die nicht demokratisch legitimiert ist, durch Einflussnahmen und so weiter und so fort Macht usurpieren kann und Dinge tun kann, die nicht mehr demokratisch legitimiert sind. Diese demokratischen Prinzipien gelten immer und überall, wenn es eine Demokratie sein soll. Sie sind konstitutiv, durch sie wird es überhaupt erst zu einer Demokratie, sie gewährleisten das. Und sie gelten immer prinzipiell unabhängig vom konkreten Inhalt, solange er auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Und das ist definitiv alles, was wir hier sagen, das ist sogar vielmehr unser Kernanliegen. Edward Snowden hat als gutes Beispiel gesagt, gegen Datenschutz zu sein, weil man nichts zu verbergen hat, ist genauso wie gegen Redefreiheit zu sein, weil man nichts zu sagen hat. Das ist die Sache auf den Punkt, denn solange man nichts zu sagen hat, merkt man gar nicht, dass irgendwas im Argen ist. Wenn man da mal etwas sagen will, stellt man überhaupt erst fest, dass es nicht mehr geht. Darum stehen wir hier, für inhaltlichen demokratischen Diskurs, dafür, dass alles in einem freien Meinungsaustausch gesagt werden kann, in dem nichts anderes gilt als der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Damit will ich für heute schließen. Ich denke, wir brauchen Bürgermut, wie es Gustav Heinemann gesagt hat. Und Bürgermut sehe ich hier anstelle von obrigkeitsstaatlicher Hörigkeit. Danke. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxay la socotiin walaalkii Daawud Cumar halkan oo ka socda mudaharaad loogu talagalay maanta oo ay kaga hadli doonaan maxaan ku radaa freedom oo maxaan ku radaa ka hadlaya maxaan ku radaa ka hortagga iyo xidhxidhaanta waddanka ka dhacday marka sidaa darteed ayay halka ahaan hadda ka hadleen. Ich möchte erst mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Frank, ich bin promovierter Biologe, ich bin Softwareentwickler und ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Das nochmal explizit an die oberhessische Presse, die mit solchen verleumderischen Aussagen ganz viele Menschen über einen Kamm schert. Es mag Verschwörungstheoretiker geben, vielleicht gibt es auch in Marburg den einen oder anderen, aber die meisten Menschen, die hier auf dem Marktplatz stehen, wollen faktisch diskutieren. Wir wollen unseren Protest zum Ausdruck bringen, dass die Maßnahmen unserer Meinung nach im Vergleich zu den tatsächlichen Risiken, die im Moment gegeben sind, maßlos überzogen sind. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist unsere Meinung und die können wir auch wissenschaftlich begründen. Und
ebenso wie Gabriel möchte ich nochmal dazu sagen, wie unsäglich ich diese Maskenpflicht gerade im Moment auch noch finde. Hier, wo ich hier stehe, bin ich verpflichtet offensichtlich, wenn ich es richtig verstanden habe, durch das Ordnungsamt, weil das darauf bestanden hat, diesen Mundschutz zu tragen, während ich ins Mikrofon spreche. Es ist jetzt keinerlei Risiko, dass bei diesem Sprechen jetzt hier jemand von mir Jetzt in diesem Moment hier ist keinerlei Risiko, dass wenn ich hier ins Mikrofon spreche, wenn ich auch ohne Mikrofon sprechen würde, ist keinerlei Risiko, dass ich jetzt jemanden anstecken würde. Ich möchte kurz unsere kritischen Begleiter begrüßen. Ich möchte kurz unsere kritischen Begleiter begrüßen. halkaas oo ay kaga hadlayaan labada dhinacba iska ka hortagga iyo waxyaalaha dhibaatooyinka keeni kara iyada oo halkan ka wada taagan tahay maxaan ku dhadaa booliska wadankana oo bartamaha u taagan yahay dhinaca kale ayaad maqlayseen in halkan ay ku qoran tahay anaha daruuri nooma aha maxaan ku dhadaa kelmadaha iyo waxyaalaha waxaan ku dhadaa inaan nagu qasbayo dhinaca kale oo mikrafoon gaara ay wataan iyo halkan oo booliska u dhaxeeyo dhexdeeda aan joogno oo la wada socno waxaad ka daawan doonteen insha Allah biidhnillaahi kariim qaybteeda oo facebooka ama maxaan ku dhadaa youtube-ka daawud ama www.daawud abwaan daawud halkaas ayaad ka daawan doonteen anaan inaga socodsiin doona wiil ka hadlaya kasoo horjeedka tartiibna inuu wax ugu sheegi rabay Ich merke schon, mit Zuhören ist nicht so viel bei euch. Ich mach mal mit meiner Rede weiter. Offensichtlich geht es diesen Menschen, die sich dort versammelt haben, um unsere Veranstaltung zu stören. Offensichtlich geht es ihnen nicht um Diskurs, es geht ihnen nicht um Demokratie, es geht ihnen darum, zu verhindern, dass hier wir eine demokratisch legitimierte Veranstaltung machen dürfen. Es geht ihnen darum, zu verhindern, dass wir unsere Meinung und unsere Sichtweise kundtun können und uns darüber austauschen können, was uns bewegt, welche Ängste wir haben und wie wir die Lage einschätzen. halkaas oo aan kala socodsiinayo walaalkeen daawud cumar oo idin kala socodsiinaya meeshan oo kaleeto le hadal gaaban aan ka wada hadlaynay sababta maxaan ku waradaa looga duubiyey. Was ich extrem erschreckend finde, ist der Umstand, dass diese Menschen, die von sich behaupten, sie würden kritisch unsere Veranstaltung begleiten, dass sie explizit dazu aufrufen, unsere Veranstaltung zu stören und sich sogar erhoffen, dass sie uns so unter Druck setzen und uns so einschüchtern, dass wir hoffentlich keine Veranstaltung mehr anmelden. Und da kann ich euch ganz klar sagen, wir sind ganz viele Menschen, die haben ganz viel Mut und wir werden weiterhin unsere Meinung zum Ausdruck bringen. Das ist unser demokratisches Recht. halkaas oo kala sii socon doontaan walaalkeen daawud cumar oo idin kala socodsiinaya maxaan ku dhadaa qaybtiisa facebooka ama qaybtiisa youtube-ka daawud.com halkaas ayaad kala wada socon doontiin sidaas ayaad kala sii socon doontiin hadalka oo kaleeto la sii socdo. Es ist also offensichtlich absurd, dass ich jetzt hier durch die Maske zu euch sprechen muss, dass ihr mein Gesicht nicht sehen könnt, in einer Situation, wo keinerlei akute Infektionsgefahr besteht. Was ist also diese Maskenpflicht? Sie ist de facto eine Gehorsamsübung. Ich muss die Maske jetzt tragen, weil ich gehorchen muss, weil
weil wir ansonsten Ärger bekommen. Und das in einer Situation, wo akut es wird eine Gefahr abgewehrt, die nicht da ist. Und diese nicht realistische Gefahr, die wird auch versucht, pseudowissenschaftlich zu untermauern. Und hier nochmal an die Adresse der oberhessischen Presse, die wohl gestern wieder mit einem Artikel gewarnt hat vor Verschwörungstheorien. Sie nennt unsere Veranstaltung hier Verschwörungsdemos. Und die oberhessische Presse macht sich offensichtlich Sorgen, dass wir uns nicht genügend um die Fakten bemühen, dass wir nicht genau genug den wissenschaftlichen Diskurs führen. Und ich kann euch sagen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein Wissenschaftler, ich bin ein Biologe. Und dieser wissenschaftliche und politische Diskurs, der wird leider im Moment auch in der Öffentlichkeit sehr verzerrt geführt. Er wird verzerrt durch die großen Zeitungen, durch ARD und ZDF und auch durch die oberhessische Presse. Und ich möchte ein konkretes Beispiel bringen für eine Situation, wo ein wissenschaftlicher Diskurs in den politischen Diskurs eingreift. Das Beispiel ist der Artikel iyadoo aad arkaysiin waqti xaadirkan in uu biyo u joogsaday haddii dhinaca kalena ay sii socoto waxyaalaha kolay laga hadlayo waxaa idinla socodsiinay walaalkii qayladaasi oo halkaas kolay kasii socota waxaa idinla socodsiinayay walaalkii Daawud Cumar isagoo oo ku soo noqday halkaasi hadda ah von Biolab aus der Gruppe von Biolab Briesemann. Der Erstautor ist Jonas Dening und es erschien in einer der renommiertesten Wissenschaftszeitschriften der Welt, und zwar in Journal Science. Das heißt, dieser Artikel bekommt ziemlich hohes Renommee zugeschrieben und man würde erwarten einen hohen wissenschaftlichen Standard. In diesem Artikel geht es darum, mit einem statistischen Modell, mit einem sogenannten SIR-Modell, das ist ein epidemiologisches Modell, dieses Modell anzupassen an offizielle Zahlen und dann mit den Ergebnissen zu begründen, dass die Maßnahmen der Regierung offensichtlich gut und funktionstüchtig waren, und zu begründen, dass auch waxaan ka xumahay inaan idinla sii socodsiiyo aniga oo magacayga oo halkaas ka sii sheegi doona Daawud Cumar oo ku magac dheer Abwaan Daawud Cali Maslax ood ka daawan doontiin qaybta aan ku leeyahay barta internetka www.daawud halkaas ayaad kala socon doontiin halkaas ayaan idinkala socodsiin doonaa waxaad arkayseen maxaan ku waradaa waxyaalaha meeshan ku qoran daweyn doono waqti xaadirkan oo aad qoraalkaas arkaysin iyo maxaan ku waradaa waqti xaadirkan oo la socotiin qoraalada meelaha ku qoran iyada oo qoraalada meelaha ku qoran aad arki doontiin insha Allah biidhnillaahi kariim waxaana idinla socodsiinaya aniga oo walaalkii Daawud Cumar ah iyada oo halkana qoraalada qaarkood aad si fiican uga akhrisan doontiin insha Allah biidhnillaahi kariim waa taas halkaas ayaa kulay waxaan idinkaga tegi doonaa iyada oo dadka aad arkaysiin waqti xaadirkan iyo meelaha qaarkood qaybiga ka socota dhinaca
kale oo arkaysiin iyada oo kasoo qaybta kale ay ka sii socoto maxaan ku radaa qaylo ay ugu talagaleen inay ka hortagga ku dhibaateeyaan ama hadalka ay ku baabiyaan. In der Zeit und im Spiegel hochrangig zitiert worden ist. Die Essenz des Artikels ist, dass er behauptet, wissenschaftlich bewiesen zu haben, dass die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus wirksam und erfolgreich waren. Und die korrespondierte Autorin Jona Friesemann hat bei Anne Will auch ihre Meinung stark zum Ausdruck gebracht, dass sie der Meinung ist, der Lockdown und einschränkende Maßnahmen sollten nach mehreren Wochen aufrechterhalten werden, was ich für falsch halte. waqti xaadirkan oo haddana laga hadlay maxaan ku iraahdaa dhibaatada ay soo gaartay coronavirus dadweynaha iyo dhibaatada ka dhacday. Vielleicht hat sie ja wissenschaftliche Argumente für ihre Behauptung, dass die Lockdown-Maßnahmen richtig und wichtig waren, und hat sie wissenschaftliche Argumente dafür, dass auch der Lockdown sinnvoll ist, dass der Lockdown und einschränkende Maßnahmen weiterhin aufrechterhalten werden. Was sie jetzt getan hat, sie hat ein epidemiologisches Modell hergenommen und sie hat es angepasst an tatsächliche Zahlen, und zwar die Zahlen der positiv nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, beziehungsweise sie hat die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität übernommen. Die basieren auch auf den Deutschland vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen. Und an diesen Zahlen gibt es schon lange, bevor dieser wissenschaftliche Artikel eingereicht worden ist, harte Kritik. Und diese Kritik lautet, dass allein aus der Zahl der positiven Tests man das Infektionsgeschehen überhaupt nicht realistisch und wissenschaftlich solide nachzeichnen kann, weil die Anzahl der Tests einen starken Einfluss darauf hat, wie viele Tests davon positiv ausgehen. Ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, ich würde anigoo jetzt u sii einen dhowaanaya meelaha qoraalada qaarkood oo aad u yaryara ayaan haddana idinla socodsiin doonaa. In den ersten 5 Minuten habe ich 4 Tests zur Verfügung. qoraalkan ood macnihiisa kala socon doonteen qaybahayga gaarka ii ah waa aniga oo idinla socodsiinaya Daawud Cumar ah, aniga oo qoraalada qaarkood si gaar ah u duuban doona insha Allah bismillaahi kariim si aan idinla socodsiiyo. Wenn ich jetzt anfange und waxaad kala socon doonteen qaybta aan ku leeyahay internetka daawudww.com halkaas ayaad kala sii socon doonteen qoraalkayga khaaska ah. marka waxaan idinkaga tegayaa sida iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.